Hallo zusammen zu Hour of Prayer. Da sind wir wieder, das sage ich immer, glaube jedes Mal den gleichen Satz, aber ich finde es mega ein Vorrecht. Ich habe schon im Chat gesehen, dass viele Leute schon bereits warten auf diese Gebetszeit und ich möchte euch Danke sagen, wirklich für eure Treue. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil wir wissen, es wird geschätzt, ihr begegnet Jesus damit, ihr lebt Wunder, ihr bekommt einen Input und Susanne, wäre schön, du würdest beginnen ganz am Anfang mit dem Gebet, dass uns der Heilige Geist, ich sage es mal, in dieser Zeit einfach überrascht, freisetzt, Wunder tut, spricht und uns auch wieder ermutigt oder auch korrigiert. Beides gehört das zusammen. Ja, und ich möchte dir Danke sagen, Heiliger Geist, dass du selber uns lehrst, uns führst dorthin, wo die Quelle des Lebens ist, währenddem wir uns Zeit nehmen, um über die Message vom Sonntag nachzudenken und nachzubeten. Danke, dass du vertiefst, dass du sprichst. Die Zeit gehört dir. Ich lasse los, woher ich komme, was mich gerade beschäftigt und öffne meine Gedanken für deine Gedanken, Heiliger Geist. Amen. Amen. Für mich ist so diese Gebetszeit, wir sind ja vorhin in das Studio hier gelaufen und bei uns oben der windet. Und ich finde eben der Wind immer sehr, sehr spektakulär, besonders im Herbst. Das heißt, es ist anderer Wind als im Frühling. Weil im Herbst, wenn der Wind kommt, der bläst so die Blätter weg und auch man sieht die Berge wieder kristallklar. Und ich glaube, dass diese Gebetszeit eben genau das ist. Es ist einfach normal, manchmal, man hat einen Nebel vor dem Gesicht, gewisse Dinge sind abgestanden und lasst uns auf den Heiligen Geist so richtig erleben, dass diese Dinge, die abgestanden sind, ganz besonders so richtig wieder erfrischt werden können. Die letzten 3 Sonntage haben wir über Zeichen der Zeit gesprochen und auch gebetet und ich habe diese Serie bewusst gemacht, um ein bisschen Kontext zu bringen, weil wir eine Bibelwoche haben. Und wieso haben wir eine Bibelwoche? Ich habe die Idee gesehen in Amerika bei einem guten Freund. Die machen Anfangsjahr einfach eine Bibelwoche. Ich habe gefragt, wieso macht ihr eine Bibelwoche? Er hat gesagt, ganz, ganz einfach, das Wort Gottes, die Bibel ist sehr umkämpft in unserer Gesellschaft, dass man sagt, ja, es ist von Menschen geschrieben, doch nicht inspiriert und das Alte Testament und komisch. Und er hat gesagt, lass uns dem Wort Gottes wieder Gewicht geben. Und ich habe gefunden, wow, das ist so eine coole Sache und haben eine Bibelwoche gemacht und wir haben auch ein Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor. Ich mache ganz kurz ein bisschen, sage jetzt mal, Werbung. Und die Idee von diesem Buch ist ganz, ganz einfach. Das sind 31 verschiedene Arten, wie man die Bibel lesen kann. Also ein mega einfaches, simples Buch. Das möchte ich euch gerne an das Herz legen. Wir haben viele Leute gehabt, die haben das im Sommerurlaub gemacht mit ihrer Familie und haben die Bibel vielleicht mal kreativ gelesen oder mal erforschend gelesen oder verschiedene Bibeltexte, wie auch immer. Aber das ist eigentlich so ein Buch, nicht ein Motivational Buch, sondern ein ganz praktisches, einfaches Buch, wie man die Bibel noch besser und einfacher lesen kann. Susanne, das Thema von heute ist Irrlehrer. Ich habe selber geschluckt, als ich das Thema ausgesucht habe, aber ich habe gemerkt, die Bibel ist voll von diesem Thema und es ist gar nicht so einfach, immer das zu unterscheiden, wann ist jemand ein Irrlehrer und ein Irrlehrer ist jemand, der lehrt, der bewusst Einfluss nimmt für seine Meinung. Also du kannst eine Meinung haben, deswegen bist du noch nicht ein Irrlehrer, sondern in dem Moment, wo du beginnst Einfluss zu nehmen für das, was du glaubst, ist richtig. Und ich möchte ganz kurz erklären, was ist unsere Theologie. Auch bei uns in unserer Church-Familie sind ja nicht alle sehen immer alles ganz genau gleich, wenn man das theologisch auslegt. Und jeder hat ja eine theologische Meinung. Aber wo wir uns einig sind, ist, dass Jesus Christus ist das Zentrum. Nur er alleine erlöst, vergibt, heilt und wird uns eine Freundschaft mit Gott ermöglichen. Da sind wir uns einig. Mit anderen Worten, die Hauptsache muss die Hauptsache sein. Ich möchte mit dir jetzt einfach beginnen, die Hauptsache bewusst in das Zentrum zu stellen, weil manchmal auch in der Ehe, in der Familie, in einer Gemeinschaft ist man nicht immer gleicher Meinung bei gewissen, sage ich jetzt mal, Randthemen oder auch größere Themen. Aber wenn die Hauptsache ist, dann haben wir grundsätzlich das richtige Fundament. Und Jesus, ich stelle dich bewusst, also nicht, dass jetzt ich dich irgendwo hinstellen kann, das ist ja nicht der Punkt, sondern ich möchte mir bewusst machen, du bist das Zentrum von allem, was ich bin, was ich habe und ohne dich, Jesus, könnte ich nicht vor dem heiligen, reinen, allmächtigen, allwissenden und auch allgegenwärtigen Gott stehen. Niemand ist perfekt. Niemand von uns kann vor dem Thron Gottes stehen, ohne dass du, Jesus, nicht für unsere Fehler, für unsere Sünden einstehst.
Und ich danke dir, Jesus, ganz, ganz bewusst, dass du hast mir alle meine Sünden hast du mir vergeben. Alle. Es gibt nicht eine Sünde, die du nicht vergeben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass noch ein Wort auch genügt, das Wunder geschieht, da wo ich glaube, ich bin am Ende, ich habe eine Sackgasse, es geht nicht mehr weiter. Ein Goliath steht vor mir, ein unüberwindbarer Berg, ein Sturm, den ich nicht stillen kann, eine Krankheit, die ich nicht lösen kann. Du kannst ein Wort sprechen, Jesus. Und ein Wort aus deinem Munde genügt, dass ich und mein Haus für immer verändert werden im Namen von Jesus Christus. Und es gibt ja diesen Bibeltext, wo der eine Typ sagt, Jesus, du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Du kannst ein Wort sprechen wie ein Hauptmann. Und dann rotiert es und dann bewegt es und dann fällt eine Kettenreaktion. Und ich möchte dir das jetzt zurufen, da wo du das Gefühl hast, du kämpfst alleine. Du hast viele Dinge ausprobiert und du hast sag jetzt mal, an diesem Rock, wie dem Zipfel von Gott angehängt und nicht das Wunder lebt. Aber Jesus kann jetzt ein Wort sprechen. Und ich und mein Haus werden errettet werden. Ich und mein Haus sind geheilt. Ich und mein Haus sind auch freigesetzt im Namen von Jesus Christus. Amen. Susanne, ihr Lehrer, vielleicht ganz kurz das Thema einzuleiten, wie gesagt, ist nicht, dass sie alles falsch lehren, das ist ja das Problem. Das ist viele Wahrheiten, die stimmen, aber es gibt so in der Kernbotschaft etwas Falsches. Und ich sage, gesunde Leiterschaft und gesunde Theologie ist immer, wenn ein Prediger, ein Leiter, ein Apostel, ein Prophet immer auf Jesus hinweist. Wir sind ein Gefäß, nicht mehr und nicht weniger, aber Menschen sind nicht da, um uns anzubeten, uns zu dienen, sondern wir dienen den Menschen, damit sie eine Begegnung mit Jesus haben können. Und das ist gesunde Theologie und das ist auch gesunde Lehre. Also da, wo Menschen bewusst sich groß machen, sagen, wenn ich das sage, müsst ihr das machen, sondern das ist ja nicht so, wir folgen Jesus, er ist unser Hirte, er führt und leitet uns. So, das sind so ein paar, es gibt schon ein paar Dinge, Susanne, man kann sagen, das kann man relativ einfach und simpel sehen. Und das Buch von der Offenbarung warnt uns auch von falschen Lehren, von falschen Propheten, die Finanzen aus dem Sack ziehen, die sich groß machen, die auch die Begabung ausnutzen für den eigenen, sage ich jetzt mal, Nutzen. Auch, es gibt im Neuen Testament die Geschichte, wo die Jünger kommen zurück und sagen, die lehren das Evangelium für die Finanzen. Und dann sagt Jesus, lass sie. Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Eine krasse Story. Also Gott ist doch noch ein bisschen größer als alles, das wir vielleicht jetzt richtig oder falsch machen. Wenn das Evangelium verkündigt wird, was auch immer die Motivation ist, scheinbar sagt Jesus, lasst es, weil es macht etwas. Ja, und du hast, Leo, am Sonntag diese 5 Blöcke gehabt, also die Steine und dann das Kreuz. Das sind ja genau die 5 Dinge, die bei den Irrlehrern immer mal wieder ins Wackeln kommen. Und deswegen wollen wir heute mit diesen 5 Punkten durchbeten und uns vor Augen malen, was die Wahrheit bedeutet, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet, was Schuld bedeutet und was die Erlösung von Jesus bedeutet und so weiter. Diese Punkte wollen wir heute durchbeten und wir beginnen mit der Wahrheit. Das ist der erste Punkt. Jesus liebt dich. Also das hört sich jetzt auch so mega einfach an, aber es kommt ganz darauf an, wie du aufgewachsen bist, was für ein Kirchensetting du bist. Und ich habe das gesagt, man kann vom Pferd von 2 Seiten fallen. Wenn man nur die Gnade betont, Jesus liebt mich, liebt mich, liebt mich, liebt mich, liebt mich, spielt keine Rolle, was ich mache und tue, stimmt und stimmt nicht. Wenn man sagt, Jakobusbrief, dein Glaube kann man in Taten sehen, also ohne Taten, du liebst du Jesus nicht, ja und doch nein. Und du merkst, wir sprechen hier bereits von einem Spannungsfeld, weil wenn ich Jesus liebe, tue ich das, was er will. Und wenn man es umgekehrt macht, ich tue das, was ich tun muss, dann muss ich in die Liebe Jesus durchdringen. Und ich möchte dir jetzt einfach zurufen, und das hat zu tun mit einer Geschichte, die ich hautnah erlebt habe. Ein Mann, der ist in einer Familie aufgewachsen und die Eltern haben ihn immer, also gläubige Familie, christlich aufgewachsen, genau, haben immer das Gefühl gehabt, du genügst nicht. Und wenn man das Gefühl hat, man genügt nicht, und das stimmt ja auch, wenn ich mich anschaue mit dem Maßstab Gottes, wir genügen nicht. Aber du musst wissen, du bist zur Ehre Gottes erschaffen worden. Gott jubelt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, jubelt Gott und der ganze Himmel. Und das ist genauso, wir haben ja Kinder und die liebt man, bevor sie etwas gemacht und auch
performt haben. Und das ist wie ein Grundbasics. Und es heißt in Johannes Kapitel 3, Vers 16, ich glaube, es ist vermutlich der bekannteste Bibeltext, den es gibt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder und jede, die an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern hat das ewige Leben. Und ich finde es mega schön, wenn wir jetzt einfach zusammen, wo auch immer jetzt du bist und das auch später zuhörst, einfach bewusst einen Moment nehmen, wo wir Jesus Danke sagen, dass er uns liebt. Den Geduldsfaden, den Glaubensfaden, den Beziehungsfaden hat er nicht reißen lassen, obwohl es vermutlich immer 1000 Gründe geben würde. Susanne, leite uns in das Gebet von einfach Dankbarkeit, dass du weißt, ich bin geliebt, ich bin gewollt, sonst wäre ich nicht da. Ja, es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn wir geliebt sind. Lass uns darauf fokussieren und das einfach aussprechen. Was es bedeutet, wenn ich geliebt bin. Jesus, dann weiß ich, dass ich von dir angenommen bin. Wenn ich geliebt bin, dann weiß ich, dass ich jederzeit zu dir kommen kann, dass ich nie störe. Wenn ich von dir geliebt bin, Gott im Himmel, dann weiß ich, dass ich vor deinen Thron kommen kann, auch wenn ich Mist gebaut habe, wenn mein Kleid auch bildlich gesprochen verschmutzt ist. Wenn ich geliebt bin von dir, und zwar so sehr geliebt, dann weiß ich, dass ich jederzeit kommen kann und du freudig aufblicken wirst, wenn du mich siehst, dass du dich freust, dass du Zeit hast für mich. Das bedeutet für mich, dass ich geliebt bin. So sehr geliebt. So sehr geliebt. Und gleichzeitig wusstest du, dass ein Riesengraben zwischen dir, Gott, dem Allmächtigen, und mir, uns Menschen ist. Und deswegen hast du deine Liebe ausgedrückt, um diesen Graben mit Jesus Christus zu überbrücken. Und das ist die Wahrheit. Yes. Also wenn wir jetzt über diese Liebe Gottes sprechen, habe ich einen coolen Punkt, den habe ich noch nie so gehört. Und zwar, ein Familienvater sagt jeden Tag zu seiner Tochter, du bist wunderschön, du bist wunderschön, du bist wunderschön und wunderschön. Und wir denken, das ist Ansichtssache, das ist ein bisschen Geschmackssache. Und er hat gesagt, wenn eines Tages ein Mann in sie verliebt und der Mann sagt zu seiner Tochter, du bist wunderschön, wird sie sagen, ich weiß es. Und dann sagt der Typ, warum? Ja, weil mein Vater hat mir das immer gesagt. Und es spielt gar keine Rolle, ob ich das nicht so sehe. Und du musst wissen, so sieht uns genau Gott, der Vater. Jeden Tag sagt Gott uns, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und auch Menschen sagen, wieso weißt du das, dass du geliebt bist? Was sagst du? Ja, mein Vater sagt das jeden Tag. Und ich finde diese Perspektive so wunderschön, dass du eben wissen kannst, die Liebe ist ein Fundament, der Stolz zu sein ist ein Fundament, wenn Gott uns anschaut, der ganze Himmel jubelt und ist mächtig stolz. Das Zweite ist für mich das Gut und Böse. Gut und Böse ist eben so, wir alle haben Sünden. Und das ist mir mega, mega wichtig. An dem Tag, wo wir Jesus Christus in unser Leben einladen, sagt die Bibel, alle unsere Sünden, alle unsere Fehler sind vergeben. Nicht nur das, was wir getan haben, auch das, was kommen wird. Und wir sind keine Sünder und Sünderinnen mehr. Das ist nicht mehr unsere Identität. Das waren wir einmal. Wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Es gibt einen krassen Wechsel. Aber nichtsdestotrotz ist es mega wichtig zu wissen, wir machen immer noch Fehler. Und das ist etwas oft, was Christen wie ein Durcheinander bringen, dass man in der Identität dann sagt, ja, aber ich habe doch was falsch gemacht, ich bin doch nicht geliebt und er vergibt mir doch nicht. Doch, das ist eine Grundlage. Alle meine Sünden und alle meine Fehler sind mir vergeben. Und jetzt kommt natürlich dann die Frage auf, ja, was ist denn mit den Dingen, die ich bewusst mache? Oder wenn du Gott sprechen hörst und du weißt, du solltest etwas tun oder etwas nicht mehr tun oder unterlassen und machst es dennoch. Jetzt kommst du in den Clinch hinein. Das hat nichts zu tun mit deiner Identität. Du bist und dennoch ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und diesen Clinch, wo du drin bist, wird immer etwas sein, wo Gott nicht den Finger wegnehmen wird und sagt, okay, dann lasse ich dich halt, sondern liebender Vater wird uns immer wieder aufzeigen, aber es ist nicht mit dem Finger, es ist immer die dargebotene Hand, um uns dabei zu helfen. Das heißt in Römer 3, Vers 23 aus der Hoffnung für alle Bibel, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Krasser Satz. Ja.
Also wir leben alle in einer nicht perfekten Welt, eine gebrochene, gefallene Welt. Wir atmen auch die gefallene Welt ein in dem Sinne, aber in uns ist eine neue Identität entstanden. Das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Und auch hier wieder, was hat das mit Sekten zu tun oder eine Irrlehre? Eine Irrlehre macht dir immer bewusst, du brauchst den Pastor, den Apostel, den Guru, weil ohne die Person hast du gar keine Ahnung, was ist links und rechts. Nein, es ist, die Bibel sagt, der Geist Gottes leitet dich als der beste Lehrer. Und wenn der Geist Gottes den Finger auf ein Thema legt, dann hat er das gelegt. Logisch kann ein Coach, ein Mentor, ein Pastor, kann dir Dinge aufzeichnen, aber nichtsdestotrotz, ich sage immer noch, der beste Coach, der beste Leader ist und bleibt die Abhängigkeit zu diesem Jesus. Und Irrlehre ist immer so, dass jemand dich abhängig macht zu einer Person, zu einem System in dem Sinne. Und ich sage immer, eine Kirche ist eine Familie mit einer großen Türe, mit viel Freiheit. So verstehe ich das. Und wir können jetzt auch für das beten, Susanna, dass wir einfach nochmals dem Heiligen Geist wie Raum geben, wo er den Finger auf etwas legen darf. Und das machen wir ehrlich gesagt praktisch jeden Sonntag, weil ich liebe es, wenn Gott zu dir höchstpersönlich spricht, weil du hast eine Predigt, ein Thema, du hast Tausende von Menschen, die zuhören, aber der Geist Gottes macht eine Predigt zu einer Million Gedanken. Das kann nur er machen. Du hörst vielleicht auch Dinge, die haben wir gar nicht gesagt, der Heilige Geist beginnt zu reden. Du kannst einfach ganz kurz deine Augen zumachen, es sei denn, du fährst Auto. Und ich mache eben immer die Augen zu, weil ich stelle mir Jesus vor. Und wenn du keine Vorstellung von Jesus hast, dann stell dir einfach das Kreuz vor. Das Kreuz, das ist ein einfaches Symbol. Und ich danke dir, Jesus, mal für den ersten Fakt, dass du alle meine Fehler und alle meine Sünden hast du mir vergeben. Es gibt nicht eine Sache, die du mir noch nachträgst, mich irgendwann nochmal sagst, ja, aber das hast du dazumals gemacht. Nein, es ist ein für alle Mal vergeben. Und das hört sich jetzt einfacher an, als es ist, aber wenn du dich klein machst mit Schuldgefühlen von Dingen, die dir wehtut, die du bereust, ist das eben auch ein Zeichen, es tut dir mega weh, die Konsequenz, die man trägt auf Dingen, die man falsch gemacht hat. Und das ist eben jetzt aber eben auch die Sehnsucht in diesem Schmerz drin, dass man merkt, Jesus nachzufolgen und seinen Willen zu tun, gibt eben Freude. Es gibt Freiheit und es hindert mich von dieser Trauer, von dieser Niederlage, von diesen Schmerzen. Und wenn wir jetzt unsere Augen zu haben, wenn du jetzt Schmerzen hast, du hast Schuldgefühle, wo du dich wirklich an den Kopf langst und sagst, wie konnte ich bloß? Dann möchte ich dir jetzt einfach zurufen, dieses Gefühl nimmt Jesus und sagte, Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, was sie mir, aber auch was wir anderen Menschen angetan haben. So bringen wir alle diese Dinge zu dir, Jesus. Und jetzt möchte ich einfach im Moment inne und stille sein und sagen, gibt es einen Punkt, wo du deinen Finger liebevoll, konkret auf den Punkt legst und sagst, bis hierhin, aber nicht mehr weiter. Es gibt auch manchmal Themen, die Jesus wie nicht diskutiert, weil wir andere Themen haben. Aber es gibt vielleicht jetzt ein Thema, wo Jesus sagt, bis hierhin habe ich meine Augen zugemacht, das heißt nicht toleriert, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das zusammen anpacken. Weil er packt nicht alles auf einmal an, ist gar nicht möglich. Immer eine Sache. Und du merkst, wenn wir so beten und hinhören, dann wird aus einem Monolog wird ein Dialog. Und es wird zu einem Freundschaftsgespräch, weil wir ein offenes Herz haben, zu sagen, Jesus, ich habe meine Vorstellung, aber die ist begrenzt. Ich habe mein Denken, es hat eine Limite. Aber du hast keine Grenzen und keine Limiten und ich danke dir, Jesus, dass du ganz konkret jetzt einfach mir das sagst, was dir auf dem Herzen ist.
Und um jetzt auch diesen Link zu machen, Irrlehre zieht immer eine Position zu einem Pastor, der dich abhängig macht, der dir sagt, ich lehre dir, ich sage dir. Logisch hat ein Lehrer Einfluss, er kann dir Dinge auch erklären, ist ein Thema. Aber gesunde Theologie und gesunde Lehre ist immer, du stellst Jesus in das Zentrum und er spricht zu dir, weil wir folgen ihm nach. Also merkst, es ist eine ganz dünne Linie, ganz eine dünne Linie. Und du hast es schon gesagt, Leo, was als nächstes folgt, wenn wir eingestehen, eben Gut und Böse und eingestehen können, ich habe Sünde, ich habe Fehler gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Aber dann geht es zum nächsten Punkt und der heißt Schuld. Jesus, also das ist mir dann bewusst, ich mache sozusagen ein Schuldeingeständnis und dann sagt Jesus, heißt es, dass er für meine Sünden gestorben ist. Das ist das Statement und wir bleiben nicht da stehen, wo wir sagen, ich habe Sünde, ja, das habe ich falsch gemacht, Eingeständnis, da bleiben wir nicht stehen, sondern jetzt kommt die Wahrheit nochmal richtig rein und wir sagen, Jesus ist gestorben für meine Sünden. In Römer 5, Vers 6 heißt es, diese Liebe, von der wir es vorher oder ganz am Anfang hatten, zeigt sich darin, dass Jesus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Und es ist keine billige Gnade, wie du jetzt vielleicht denken magst oder dass auch deine Prägung ist, ja, du kannst Fehler machen, so viel du willst und dann vergibt Jesus einfach wieder. Das kommt als billige Gnade rüber, wenn wir nicht vor Augen haben, dass Jesus gelitten hat, dass er geschlachtet wurde, wie auf der Schlachtbank, dass sein Körper in Fetzen zerrissen worden ist und dass das genau nötig war, weil du diese Fehler gemacht hast, hat das dazu beigetragen. Und er hat es zwar schon im Voraus bezahlt, aber im Wissen darum, dass diese Fehler geschehen. Und jetzt ist eben interessant, Irrlehre, du kannst auf beide Seiten fallen. Die billige Gnade ist einfach, dir ist vergeben oder alle kommen in den Himmel, spielt keine Rolle, wie man lebt, man kommt gerade in den Himmel hinein und das macht den Kreuzestod von Jesus so klein. Natürlich hat Jesus gesagt beim Abendmahl, das ist mein Brot, mein Körper und das ist der Weinkelch, mein Blut, das ist ein neuer Bund in meinem Blut. Und der Blutsbund kann man nur verstehen, wenn man das Alte Testament versteht, weil Gott hat da einen Blutsbund gemacht mit Abraham, mit vielen Frauen und Männern. Und wenn man dem mal nachforscht, merkt man, der Blutsbund, ein neuer Bund, hat krasse Eigenschaften. Das, was mir gehört, gebe ich dir und was ihm gehört, gehört mir. Es ist ein Tausch. Man steht füreinander auf, man kämpft füreinander, man wird eine Familie, man pflanzt einen Baum, man nimmt zusammen das Abendmahl. Das bedeutet, ab jetzt gibt es kein mich und dir, sondern wir sind ein Team. Und dann aber das Gesetzliche ist dann wieder, wo dir immer wieder sagt, du lebst nicht gut, du bist nicht heilig genug und alle diese Dinge. Und ich möchte dir sagen, auch wenn du dich noch so Mühe machst, es wird nie genügen, weil wir sind immer noch nicht perfekt. Wir leben in diesem Dilemma von, das Wunder hat angefangen, aber wir sind noch nicht im Himmel. Und dann die billige Gnade macht den Kreuztod von Jesus so klein und das Gesetzliche macht das Kreuz auch wieder kraftlos, weil am Ende vom Tag wir leben aus der Gnade. Und für mich ist ein gutes Statement, weil ich Jesus so liebe. Also wenn ich Jesus so liebe, habe ich doch nicht mehr den Wunsch, so weit weg zu sein wie möglich. Oder wie weit kann ich gehen, bis es gerade noch knapp genügt, in den Himmel zu kommen. Das ist keine Liebesbotschaft, sondern wie nahe kann ich sein. Du kannst nicht genug haben von dieser Liebe Gottes. Und du merkst auch gesunde Lehre, gesunde Theologie führt dich immer in diese leidenschaftliche Freundschaft mit Jesus. Und es wird dir bewusst, es hat sein Leben gekostet. Das muss ich nicht mehr machen, kann ich auch nicht mehr. Ich kann es mir nicht verdienen, ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es annehmen. Aber wenn du das annimmst, geschieht in unserem Herzen ein solchen Wunsch, wie Paulus sagte, wir sind keine Sklaven mehr, wir sind keine Diener mehr, wir sind Freunde von ihm und Freunde, die teilen alles untereinander aus. Und er sagte, und weil ich ein Freund von Jesus bin, will ich ein Diener sein, will ich ihm dienen. Also merkst du, er hat das dann gedreht. Und dann ist da gar kein Thema mehr,
wie in einer Ehe, wenn du deine Frau so liebst, dann dienst du ihr. Und nicht, du musst mir dienen, du bist meine Frau. Es ist umgekehrt, weil ich dich liebe, will ich dienen. Und ich glaube einfach, das ist wichtig zu wissen, es hat einen Preis für Jesus und dieser Preis, der löst bei mir eine gewaltige Hingabe aus in meinen Finanzen, in meiner Zeit, in meinem Denken, in meiner Prägung, bei all diesen Dingen. Ja, ich finde es auch spannend. Zuerst haben wir Mühe, jetzt, um die Fehler einzugestehen, weil wir ein bisschen selbstgerecht sind und denken, ja, so schlimm ist es mit meinem Leben nicht. Und dann plötzlich haben wir die Erkenntnis und realisieren, oh doch, hier habe ich wirklich versagt, hier habe ich einen Fehler. Und dann fällt es uns wieder schwer, die Vergebung anzunehmen. Und genau dafür möchte ich beten. Heiliger Geist, du bist unser Lehrer und du zeigst uns und du führst uns. Und jetzt, wo du uns den Schaden aufgezeigt hast, ist das nicht das Ende, sondern wir geben dir unsere Fehler, unser zerrissenes Kleid, bildlich gesprochen. Wir geben dir, wo wir es total verkackt haben, wir geben dir das ab. Und nehmen diese Vergebung, das Geschenk von dir in Anspruch und sagen jetzt, bleiben da nicht stehen und sagen nicht, ach ja, ich habe es so verkackt und das wird nie mehr gut, sondern du hast einen Ausweg geschaffen und wir demütigen uns vor dir und sagen, gerne, ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt. Und ich vergebe auch mir selber. Ich lasse es los in deine Hände und nehme in Anspruch, dass du alle meine Sünden bezahlt hast, dass du alle meine Krankheiten geheilt hast, dass du mich vom Verderben erlöst hast, wie es im Psalm 105 steht oder 103, weiß ich jetzt nicht mehr. Danke, Jesus, ich nehme dieses Geschenk in Anspruch, dass du mich heute reinigst, von Kopf bis Fuß, von meinen Gedanken bis zu meinem Körper, dass deine guten Gedanken in mich hineinfließen, dass Gesundheit in mich hineinfließt und durch mich hindurchfließt. Vergebung durch mich hindurchfließt und rauslöst, was überall noch fleckig ist und unheilig und dir widerstrebt. Also kannst du dir jetzt ein paar Punkte dir vorstellen, wenn das Kreuz da ist. Das Evangelium hat zwei Seiten. Es erklärt uns, woher wir kommen, dass wir schuldhaft sind. Und wenn du zum Kreuz gehst, und das machen ja viele, und man die Vergebung annimmt beim Kreuz, dann ist es eben die eine Hälfte vom Weg. Und dann musst du bildlich durch das Kreuz hindurchgehen und dann kommst du in ein neues Leben. Als ein Sohn, eine Tochter. Und bei diesem Leben bist du kein Sünder und keine Sünderin mehr, sondern du bist plötzlich hast einen Zugang zu allen himmlischen Gütern, die Gott gehört. Und plötzlich ist der Himmel nicht etwas, was man wartet, er ist in uns. Und das Reich Gottes ist nicht irgendwo, es ist in mir drin. Und plötzlich bin ich der Tempel. Also hast du das Bild, man geht oft zum Kreuz hin und da bleibt man oft auch stehen in der Predigt, in der Verkündigung, aber man geht durch das Kreuz hindurch. Und da geschieht ein komplett neues Leben. Aber wenn man nur von der einen Seite spricht, ohne die andere Seite zu verstehen, dann vergisst man, woher man kommt. Und Gott hat im Alten Testament gesagt, vergisst nicht, woher ihr kommt. Ihr kamt mit leeren Körpern und jetzt sind sie voll. Weil wenn die Körper voll sind und du vergisst, woher du kommst, dann vergisst man, was es bedeutet, dass Jesus einfach für unsere Sünden eingetreten ist. Und darum gibt es einen gerechten Gott. Und der gerechte Gott bedeutet eben für mich persönlich, dass die Gott nachfolgen, für die wird Gott schauen, heißt es. Heißt aber nicht immer so, wie ich das gerne hätte, möchte, mir wünsche und vorstelle. Aber es bedeutet, dass ich zur Familie von diesem Gott im Himmel gehöre. Bedeutet auch für mich, dass da, wo Menschen mir Unrecht angetan haben, also richtig schlimm, aber nie sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Die mögen auf dieser Welt sich durchmogeln, durchschleichen, irgendwie am Gesetz vorbei. Niemand hat es gesehen, niemand hat Notiz genommen, niemand hat es erkannt. Aber Gott sagt, eines Tages werden wir alle Menschen vor dem Gericht Gottes stehen. Und das Gericht Gottes ist auch für uns Christen. Wir werden auch beim Gericht Gottes anstehen müssen, dürfen. Aber jetzt hör gut zu. Der Unterschied, wenn ich da anstehe und Gott steht vor mir und ich weiß, okay, ich habe keine Chance, dann kommt Jesus und sagt, Vater, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter,
ich habe eine Freundschaft angefangen, lass ihn durch, ich habe ihm alles vergeben. Und das Gericht hat an meinem Leben keine Wirkung. Aber wenn Jesus nicht dein bester Freund ist, dann wird das Gericht dich mit voller Wucht treffen. Es heißt in der Offenbarung, Susanna, dass Gott wird alle Tränen abwischen von Traurigkeit. Es gibt keinen Tod mehr, es gibt keinen Leid mehr, es gibt keine Krankheiten mehr. Das muss man auf der Zunge zergehen. Es gibt kein Leid mehr, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr und es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Gott wird sogar ganzen Nationen, die leiden unter einem Einfluss von anderen Diktatoren oder was auch immer, höchstpersönlich mit den Blättern ihre Tränen von den Augen abwischen. Also das musst du dir mal zergehen, wie sensibel, wie einfühlsam, wie akribisch Gott ganz konkret auf alles, was du durchlebst, was niemand gesehen hat, wo jeder davon kam, aber nicht beim Gericht. Das ist für mich eben ein gerechter Gott, was mir ich habe ein bisschen Gerechtigkeitssinn. Also ich finde, Gerechtigkeit ist bei mir ein hohen Wert. Und darum bin ich so dankbar, dass niemand einfach da schlüpfen kann, weil Gott ist ein gerechter Gott. Aber für alle, was krumm ist krumm, und was falsch wird falsch sein. Es sei denn, Jesus ist effektiv unser Rechtsanwalt. Ja, und ich finde auch den Bibelvers so schön, weil er genau das aussagt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das fasst in einem Satz zusammen, was du vorhin gesagt hast. Gott sieht Sünde als Sünde, aber er ist treu und gerecht. Wenn wir es ebenso als Sünde anerkennen und vor ihn bringen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Bösen. Ich bete 2 Gebete. Das eine, ich möchte mit dir jetzt einfach beten. Ich glaube, jede und jeder von uns hat Bereiche, wo es nicht gerecht ist, wo wir wirklich darunter leiden, unter Fehlentscheidungen. Es ist nicht immer so, dass Fehlentscheidungen immer einfach bewusst gemacht worden ist, sondern einfach, man hat eine andere Perspektive gehabt, aber man empfindet das als nicht fair. Ja. Und ich möchte dir zurufen und ich sage es auch ganz bewusst, Gott ist deine Gerechtigkeit, Gott ist dein Rechtsanwalt. Vater, ich halte dir all diese Momente hin, wo wir aus unserer Perspektive einfach zu kurz gekommen sind, da wo Menschen uns Steine bewusst in den Weg gelegt haben, da wo Menschen, sag jetzt mal, an unserem Stuhl gesägt haben und einfach geschaut haben, Hauptsache wir sind weg, damit sie Vorrang haben. Da, wo Menschen mich hintergangen haben, wo Menschen mich betrogen haben, aber auch da, wo Menschen einfach meine Absichten, die ich habe, als falsch deklariert haben. All das halte ich dir hin und ich danke dir, dass du bist der gerechte Gott. Du hast gesagt, du kämpfst an meiner Stelle. Du hast gesagt, du wirst für Recht und Ordnung schauen. Mhm. Und das spreche ich jetzt aus über all dem, wo Menschen, Situationen etwas von dir gestohlen, genommen oder auch geraubt haben. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu vernichten und um zu töten. Aber Jesus ist gekommen, um unserem Leben in der vollen Fülle Gottes zu schenken. Und ich rufe über dir aus, dass das, was gestohlen worden ist, möge Gott dir das wiederherstellen. 100-fach, 60 und auch 30-fach im Namen von Jesus Christus. Und auch da, wo du einen Menschen verloren hast, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr und es gibt keinen Leid mehr, sondern Gott wird höchstpersönlich deine Tränen mit den Blättern vom Baum abwischen und er wird auch Nationen heilen. Und ich bete jetzt auch für die Nation Israel. Es ist unser Bruder. Es ist dein Augapfel und ich bete auch für dein Volk. Es ist nicht so, dass sie alles richtig machen, das machen wir ja auch nicht, aber ich bete, Vater, sei ihnen gnädig, habe Erbarmen mit ihnen und halte ihr Herzen an deinem Herzen. Und ich möchte dir einfach Dank sagen, dass du Engel hinstellst, um das auch zu bewachen, was du ihnen anvertraut und auch geschenkt hast. Und ich bete auch, dass dieser Kampf- und Streitgeist, der wie wenn Religionen zusammenclashen, dank dir einfach, dass du bist und du warst und du wirst immer sein. Und ich segne dein Volk in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus.
Amen. Amen. Hey, wir haben noch einen kurzen Punkt und mit dem möchten wir schließen, weil es wäre nicht vollständig, wenn wir nicht sagen würden, Jesus versöhnt. Das ist seine Botschaft, dafür ist er auf die Welt gekommen, dafür hat er sein Leben gegeben. Das ist der letzte Stein, den wir am Sonntag hatten. Jesus versöhnt. Ich kann mich entscheiden, ein Freund von Jesus zu sein. Das ist eine wunderschöne Botschaft. Absolut. Da ist in Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, also Kinder Gottes zu werden. Also du hast ein Recht, das steht dir zu, wenn du das willst. Das ist krass. Also, du musst dich fragen, manchmal sitzt Leute am Tisch und du kommst hin und denkst, ich störe die, du hast ein Recht hinzusetzen. Krass, du hast das Recht. Weil du gehörst zur Familie. Das ist nicht krass. Ja. Schon eindrücklich. Und ich möchte einfach, dass wir nochmal dieses Bild, das du auch schon vorhin aufgegriffen hast, so zum Abschluss nochmal vor Augen führen. Da ist das Kreuz und das Kreuz steht über dem Graben und du kannst dich entscheiden, ein Freund von Jesus zu sein und dieses Recht eben zu deinem anzunehmen. Und jetzt stell dir einfach vor, kannst die Augen nochmal schließen, wie du da an diesem Kreuz stehst und eben nicht beim Kreuz stehen bleibst, sondern deine Dinge ablegst beim Kreuz, was du für Lasten mitträgst. Wir haben es aufgezählt, Ungerechtigkeit, Schuld und so weiter und so fort. Lass das beim Kreuz liegen, dann geh durch diese Türe hindurch und sie ist eng, sagt die Bibel, sie ist eng, aber geh durch diese Türe hindurch und entscheide dich, ein Freund von Jesus zu sein. Das heißt, auf seine Stimme zu hören und dich von ihm leiten zu lassen und geh mit diesem Gedanken gesegnet in die Woche, dass du zur Familie Gottes gehörst, dass du dich entschieden hast, durch dieses Kreuz hindurchzugehen, Dinge loszulassen, in die Hände von Jesus zu lassen, damit du das neue Leben empfängst und diese Freundschaft mit Jesus genießen kannst. Und zum König Saul hat der Samuel gesagt, hey, und dann tu einfach, was dir in den Sinn kommt. Tu einfach, was dir in den Sinn kommt. Und da spreche ich dir zu, im Sinn von, du musst keine Angst haben, dass du jetzt irgendetwas falsch machst oder verklemmt sein. Ja, was heißt es denn jetzt, ein Freund von Jesus zu sein? Tu, was dir in den Sinn kommt. Lies in der Bibel und das, was der Heilige Geist dir aufzeigt, das führe du aus. Und sei gesegnet damit für die neue nächste Woche. Ich finde es ein ganz spektakuläres Thema. Wir haben verschiedene Punkte durchgemacht und jetzt denkst du, was hat das zu tun mit Irrlehre? Ganz, ganz einfach. Gesunde Lehre weist auf Jesus, predigt das einfache, simple Evangelium ohne Sonderlehren. Interessant. Und gesunde Theologie, gesunde Leiterschaft, gesundes Predigen macht dich immer abhängig mit Jesus. Immer abhängig mit Jesus. Ich sage den Leuten immer, folgt nicht mir nach, das kommt nicht in die Frage. Ich bin auch nicht euer Guru, ich bin nicht euer Chef, sondern Gott hat mir eine Leiterschaftsgabe gegeben, um zu leiten. Aber ich bin nicht der Leiter, das ist immer noch Jesus Christus. Und man macht Menschen abhängig in einer gesunden Intimität mit Jesus. Kirche ist eine Familie. Logisch, das muss finanziert werden. Das ist das Prinzip vom Alten Testament. Man hat 10% gebracht in die Familie, damit Kinder, Church, Teenager, das Soziale, Menschen gewinnen, das Gebäude, alles gehört zu dieser Familie. Das ist ein Prinzip Gottes. Aber das ist nicht, damit wir reich werden und uns ein Denkmal bauen. Es ist immer dazu da, damit du eine Freundschaft mit Jesus aufbauen kannst. Genau so ist es. Hey, es war sehr schön, mit dir mitzubeten. Vielleicht schaust du es auch im Nachhinein nochmal an oder schickst es jemandem weiter, wenn du denkst, wow, das wäre jetzt genau das gewesen, was die und die Person hören müsste. Dann schick einen lieben Gruß von dir und ich habe gerade an dich gedacht, wir haben noch ein paar Dinge laufen. Morgen früh haben wir wieder Bible Week, morgen Abend ist auch online, haben wir Sprecher hier, also am besten abonnierst du unseren Channel, weil dann bist du informiert und dann siehst du, was alles ansteht bei uns. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.